Ekran! Ekranen geef dich ab, aus wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden tijd hebben en daarbij God kennenlernen. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom zu het programma Ekran. Dankeschön, dat je van jou die radio eingeschaltet hast. Ook welkom voor die wat op YouTube zijn. Habt een schöne tijd met ons. Vandaag ga ik hier met mij Friedbert en Regina Siemens. So, welkom naar het programma. Eerst eenmaal in Ekran. Dankeschön. Danke. Dat is sehr schön, jullie hier te hebben. En voor al die wat ons niet zijn, wat ons in radio hier, we zijn vandaag in Sommerveld. Bij mijn ouderen in een spazierstoel en hier wordt het programma opgenomen voor radio, maar ook voor die wat ons op YouTube zijn, dan hier wordt het dan gefilmd. So, eerst wil ik mal weten, wer sei, wer bist du, Friedbert? Ja, zoals u al zei, mijn naam is Friedbert, mijn naam is Siemens. En mijn grootouders zijn mal van Rusland over Duitsland naar Fernheim, in Chaco gekomen, daar angesiedeld. So, mijn ouders zijn dan voor vele jaren naar Tres Palmas getrokken, hier in Oost-Paraguay. En daar zijn ik dan ook geboren. En als jong heb ik me bekeerd. Mijn ouders waren ook Christen. En hebben een leven lang als leraar en mijn pa als prediker gearbeitet en gemeendearbeit en zo verder. En mijn bestreben was ook immer dat ik wil Jezus navolgen en wanneer ook God dienen met mijn leven. Zo zijn we dan ook tot gekomen dat we in deze arbeid zijn. Okay, bien. So, von jener Arbeit wollen wir klein bisschen Lothar noch reden. En Regina, kannst du die einmal vorstellen? Ja, mijn meisjesnaam is Regina Regie. Ik kom uit dem Chaco van Nederland. En zie nu de vrouw van Friedbert. En ik heb me ook bekeerd met 14 jaar. En Lothar zit ook naar de universiteit gegaan. En heb geleerd communicatie. En dat is een gebied ook wat we nu schaffen. En weet je hoe oud we weer als we ons bevrieden? Ik geloof 21 en 22. Ja. Dat is niet oud, dat is nicht, jong. Ja, wir wären dann noch jung, sind wir noch. Also. Aber auf jeden Fall sind wir dann meest bald nach Tres Palmas getrokken und da wohnen wir nu al 14 Jahre. Und schaffen auch al so lang dann im Radio. Wir haben 3 Kinder. Ah, weil ich krieg ja 3 schmacke Kinder. So. 3 Kinder, 2 Mädchen und ein Jung. Sehr schön te hier. So, dit is Applauditsch. En dit programma is ook Applauditsch, plus dit heet niet dit is Applauditsch. Wat zeg ik doen hier? Je arbeitet met een Applauditsch programma. Hoe komt het nou dat? Ja, zoals al gezegd, we arbeiten al veel jaar am Radio, Radio Mensajero in Tres Palmas, Oost-Paraguay. We hadden verschiedenste programma's, jeden dag aan de week, op Hochdeutsch en Plattdeutsch. Dat waren aber alles programma's wat verder opgenomen werden. Van verschillende steden, manche komen van Canada en zo verder. En daar was einmal al de idee van de director, wat damals nog weer, dat we vielleicht mal kunnen een programma live in vivo, zoals we dan immer zeggen op Spanisch, maken voor de Duitse, Plattdeutsche Hierarch. En dort wir dan de idee dat we dat zullen maken. En dat we het eerste Mal dat we wilden een live programma hebben op Plattdeutsch am Radio. En zo dat hebben we dan mal angefangen. Dat is nu meest 10 jaar. Vele geloof ik nog een paar weken. Wat we dat programma dan nu maken. En dat geeft de hierarch in gezicht. Ja. Van radio. Verder hebben we het alles plus allemaal wat opgenomen van onbekende mensen van erinswoer. Wat zijn de schande. En vandaan aan als we dat dan in vivo maken, dan kunnen ze ons ook zijn, wanneer we dan mal wohin komen, oder op verschiedenste veranstaltungen zijn, oder wat iemand weet, oké, dat zijn die mensen wat am Radio reden. Sí. Nou, du moet ik zeggen dat ik ze eens een klein beetje afjenstig. Dat Ekran-programma is nu al een paar jaar ook al wat we dat merken. En dat is aber niet een vivo, maar een live programma. Maar Plattdeutsch wordt, ik heb zeggen, een levend programma. Dat is wat dat überzet is. Ja. Voor die wat dat niet weten, dat is eenmaal al weit im Verruit abgeschnackt oder abgenommen. En dan wordt het dan Lothar im Radio übergebracht. En eenmaal wil me dat mal jankeren, dat ik krijg nu te irgendwem reden kan. Maar irgendwann wordt het nog zo weit zijn. So schön, dann irgendwann fang je
met dit soort plotisch aan. Dat is wel lang ongeveer 3? Het is nu praticamente 10 jaar, ja. Dat wordt nu een paar weken, en dat krijgt 10 jaar wat we dat programma maken. Jeden vrijdag op een avond van 6:30 als het nu. Verder hebben we het een beetje charter, maar nu is het van 6:30 tot 8:00. Anderhalf stunden. Zo, Regina, kannst du mal einmal sagen, was je in dit programma doen, voor die wat dat niet kennen? Ja, wir machen da zuerst mal Nachrichten, so einfach, was an der Welt passiert ist auf nationaler Ebene. Eva sagt, wie dann Applauditsch unterschrieben uns diese Trash, dass das Applauditsch Eva zu bringen geht. Und dann heeft het ongebouwd zum Verschepen en Schepen. Dat is ook een groot poort. Ik meine, je nachdem hoeveel ongebouwd in de week gekomen zijn. En dan is eigenlijk de vrij. Ja? Dus wie vader mensen op, ze kunnen ons Sachen schrijven, ze kunnen ons schrijven wat ze doen, wat krijgt onjet beernt, wat ze zich te ongast maken, oder so einfach al dat dergelijke leven wat leus is. En dat lezen die mensen. Dat doen die zo, ja. En dan is eigenlijk interactie. Ja? Also wie sind wirklich mit dem hier in Kommunikation, wenn sie schreiben uns und wir reagieren darauf, und so steht zwischen einem Kummelei, dann so, das ist einfach ein Lastet oder ein freies Programm, ja, krijgt. Ich habe verstanden, du darfst noch mal ein Rezept nennen, wenn ich so? Ja, wir fangen an, und mein Mann, Freibert, läuft eigentlich ein Rezept, früher ist er hier noch. Und ich sage, ich glaube, das wird Fan mit einem Rezept. En so, dann fangen wir an jeden anderen Freitag. Einmal einen nicht und einen ja. Und die meisten früher sind all noch sehr mütig damit. Und wenn es wohl über so lange Zeit habe, dann kommt erst ein Rezeptbuch raus mit 100 Rezepten. Ja. Und nun haben wir all das zweite Rezeptbuch gemacht. Das ist dann einfach so das Top-Footing von allen Rezepten, die über Radio kommen, einmal in ein Buch. Dat de mensen zich tot aan schijpen kennen, ja. En Friedbert, je zegt hier ook dat deze arbeid had je dat erlaubt, dat had het meelig gemerkt dat je nu kunnen de touwhierer zijn. Wat passiert dat dan? Ja, we hebben dan nog een paar jaar wat we dat programma maken, dan ook de gelegenheid gehad en verschillende kolonieën dan programma te maken, de veranstaltingen te brengen. We vangen dan aan met een muziekavond en hebben dan nachher ook verschillende andere gemaakt, wo wir einfach die Hierarchie anladen kommt. Wir waren da sein und wir waren junto wat beide. Wir haben dessen sein Jahr uit der Janegruppe eingeladen und die Hierarchie sind dann eingeladen, da hand zu kommen und mitzumachen, sich dort anzuharschen und dort heeft uns dann auch immer die Gelegenheit dann wirklich auch die Hierarchie zu sein. Persönlich mal die Hand zu reichen und ein paar Worte miteinander zu reden und so, und das ist immer sehr schön. Wat andere wat ik gezien heb, zo'n beetje op internet, ik heb zeer nieuw vast. Wat dat vroeger is ook nog wat ja. Is dat ook een product van dat? Dat is ook, dus ik had dan al meerdere jaren terug, immer so de idee, fehlt een Frühstag te maken. Einfach een dag, wo frühs rutschen uit aldag, en dat het früh is, ohne Arbeit, ja, en dat ze zich door wat erbouwen kolen, tjenen, te huis gaan, waar dat möglich zijn. En dat is dan zijn idee dat moet je riepen, ja. Man moet dat dan ook afveilen tjenen. Als het tijd waar de vroegs komen, wordt er een interesse zijn. En dat hebben we nu leuk 5 Mal. Voor 5 jaar vangen we dan aan, een dag, Frauentag heet dat. Da is dan een Vortrag, een Taubmiddageten, een Taubfassbar-eten, damit schlitt dat dan af. En zijn jedes Mal bij 400 vroegs gekomen. So ik geloof dat fängt an klang. Ans wenn sie das schein das organisieren. Und ich glaube, wenn es der frühes Foto sind, hat sich immer sehr bedankt. Es ist, glaube ich, immer ein sehr sehenswerter Tag gewesen, wo frühes wirklich ermutigt wurde, war da frisch mit neue Kraft in ihren Alltag zu gehen. Ja. Linda, sehr, hier sich so schön. So, nu haben wir uns so sehr Jankat, nu weil wir alle Freitag hier oben dit Applaudit hier aber schön. So, eine andere Frage ist, was ich habe, was bewirkt das Programm nach alles? Ja, zoals eerst al gezegd, het programma heeft dat radio een gezicht gegeven, dat de hierarchie werkelijk kunnen zijn, wer is er im Radio, wat wordt er gedaan, en ze wisten dan, oké, dit zijn de mensen, en hier de ons, en we ook op met ons te reden. Verder hebben we dat vaak gezegd, dat zijn onbekende mensen, die ons door van over radio beleren willen, vielleicht, oder ons zeggen willen, wie we ons leven vieren zullen. En nu weer dat dan op eenmaal bekende mensen, die man ook werkelijk zijn antwoorden kan. En dat heeft dat radio ook de gelegenheid gegeven, krijgt deze eventos
diese Veranstaltungen, was wir erwähnen, dann auch zu machen in den verschiedensten Städten. Sehr interessant. Und das nächste ist, wenn ich nicht so neugierig bin, weil das applaudit hier, und ich wohne in Belize oder in Mexiko oder irgendwo in der Welt, oder in Russland, wo kann ich das applauditieren? Ja, für die hier im Uitland wird die einzige Möglichkeit sein, dass dann über Internet zu hören. So Radio Mensajero ist 24 Stunden im Internet. Bitte, das Internet schnitt mal auf, dann ist es ja was für allem. Aber Passiert das mal? Ja. Und sonst ist es aber im Internet zu hören. So würde sich dann mal bloß die Uhrzeit noch sein, was es dann nu in Paraguay ist, wenn es ein Live-Programm ist. Also jeden Freitag von 6:30 bis 8 ab Abend an www.mensajerofm.org. Dort wird es sein, in Google Play ist auch eine App, eine Applikation, die man sich raufladen kann für Phones, die mit Android-System schaffen. So, da kann man sich dann die App am Phone raufladen und hat das dann einfach dort zu herrschen. Sehr schön. So, da laatst würde ich die Frage, als Sie ein Mutmerken das Wort haben für, vielleicht einfach für Menschen generell, einen Jugendlichen generell, oder auch, wenn der Jugendliche vielleicht sagt, oh, so wird als Friedbert und Regina, dann sind, möchte ich auch dann, was kann so ein Jugendlichen sein? Ja, ich würde denken, dass man kann jeden Mut machen, was zu tun. Ab ergens ein Gebiet. Man nicht Radio sein, um andere zu beeinflussen. So, ich würde Mut machen, wenn die Menschen sind, die Tauharschen, die Tauschätchen. Und so denke ich gleich, ich würde kennen, oder mich jankert dort, oder mich interessiert dort, dann fang an mit was Kleines. Vielleicht jaft es ein Radio an deiner Stadt, oder Kolonie, oder wo ihr seid, oder in einem Ambiente, wo du vielleicht mit bekannt machen kannst. Und nicht jeder, oder vielleicht soll ich sagen, die wenigsten fangen an mit, okay, ich gehe im Radio und von Mario an, dann mache ich ein Programm und dann sehe ich einen Radioredner. Viele haben es dort angefangen, dass sie erstmal andere Arbeit tun im Radio. Vielleicht putzen oder irgendwas anderes schaffen oder den Hof anholen. Und dadurch sind sie dann gekommen an der Radioarbeit. Und so dort habe ich auch angefangen, ich wieder 19 Jahre als Radio Mensajero mal entstanden und hatte dann am Anfang auch ein paar Jahre Arbeit, bevor wir uns befrieden. Bejeft die an die am Jahend haben oder an die steht haben, wo du vielleicht dort kannst mehr von lernen, mehr lernen und dann wirklich auch dort irgendwann dann vielleicht kann Wirklichkeit werden. Ich sehe das auch bei mir am besten, ich sehe auch irgendwann bloß mal neu gelebt und komme nicht mehr von los von Radioredner sein. Ja. Was hast du zu sagen, Regina? Na, ich würde auch so denken, als Friedbert sagt, dass dann bejeft die an der Ambiente, wo du schaffen wirst und beschäftigst dich damit. Oder so zum Beispiel auch, du kannst viel lesen, dann wenn es viel weiter hilft auch, dass du an so einer Arbeit dann hergeht bist und dass du Kurse, sei toll, dass du vielleicht einen Kurs mitmachen kannst, vielleicht hast du in deiner Stadt oder irgendwo einen Kurs oder du gehst noch das Radio, wo du dich bei dir ist und freist mal noch, wo du dich mal eine Passantia machen kannst, wo du dich mal einen Monat bei sein kannst, mich interessiert das, ja. Und einfach blödes Lesen, das wenn du studieren wollen, hier ein Lokutor sein oder ein Radioredner, dann auftus und mag die einfach rein, so du kannst. Und wenn deine Schule das erlaubt, oder deine Schulbildung, wenn das dort wird gehen, dann vielleicht auch zur Universität gehen. Und auf dem Gebiet wird lernen oder Kursus, ja. Und das würde ich empfehlen, dass in der Richtung einfach hinstieren und dafür beten. Und das dort kann einer da hinkommen. Was andere, was ich viel selbst getan habe, ist in YouTube einfach Videos gecheckt, wo andere das tun. Wenn sie davon reden, wo sie das tun, dann checke ich mir das an und versuche davon besser was zu lernen und nehme das dann mit. So, das wird sehr schön mit Ihnen zu reden. Ich möchte Ihnen alle merken, hart, das applaudisch. Ich habe das immer, war hier sehr interessant, sehr viel zum Lachen und zum Scheingehen, einfach eine gute Zeit alle zu haben. Und aber auch Dankeschön hier mitzumachen. So, für Ihnen, liebe Zuhörer, möchte ich Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Audio bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.